vielleicht duke mat der Verdedigungspolitik, die als besonders interessiert, weil die echt Käier an der Geschichte von unserem Land aus, dat der Ressort von einem geringe Minister assuriert gött. Das ist natürlich interessant, doch von den Geschichte von der geringer Partei guckt, eine Partei, die aus einer pazifistischer Vergangenheit kennt, die Dachsdurfrichtung verlangt wird, die sich solange sie nicht an der Regierung wäre, ganz offensiv mit der Verteidigungspolitik auseinandergesetzt wird, freie Durchschaffung von der Armee gefordert wird, an die Belohi geht, an der Ressort, an ihrem Vertrauen, an ihrem Zuständigkeitsbereich muss feiern. Dann ist es für uns interessant, zu gucken, wie das da geschieht. Und du gëtt lohn enger gewisser Zeit für den neuen Herr Minister, der Minister Bausch sich immer da befasst, auch schon Rümmeren an Entwicklungen, die als Sorge machen. Eng von denen, das Rekrutiment von ausländischen Offizier an Unteroffizier. Ich will just an Erinnerung rufen, dass man hier am Bereich von der souveräne Rechte von einem Staat sind, von einem Domain reservé, was Fonction publique geht, dat mir als immer als ADR dafür ausschwätzen, dat die Funktionen muss wo Lützeburger Staatsbürger gemerkt gehen, wo auch Lützeburgisch geschwert wird. An ich meine, es wäre aber ein falscher Weg, wie Lutze probieren, ausländische Spezialisten als Offizier oder auch Unteroffizier zu rekrutieren, für do engem Personalmangel entgegenzuwirken. Wenn will engem Personalmangel an der Forstpublik entgegenwirken, da geht das durch Motivation, es geht durch neue Ideen, zum Beispiel auch durch Finanzierung, wo Studien, wie das Herr Nummer dem Engagement an der Armee oder an der Police zu kompensieren. Es gibt viele Gedankenmodelle, die du kann adaptieren. Es muss nicht auf den Weg gehen, es soll nicht an der nicht an auf den Weg gehen, wie zu sagen, da rekrutieren mal ausländische Kaderen an denen Domänen, wo Souveränitätsrechte exerziert gehen. Wenn wir das machen am Kader von der Forstpublik, Armee, Police, dann dauert es nicht lang, da kommen die nächsten Forderungen für ausländische Diplomaten, für ausländische Richter an einer Funktionen so zu verdelen. Ich meine, es wäre ein falscher Weg, den hier ugedurcht wird an der Défense, aber wo wir los schon warnen sollen, ob den Weg mir nicht macht. Es ist auch so, dass am Regierungsprogramm op paar Plätzen eng Kontinuität an der Défense ugedurcht gött, net ugedurcht gefordert gött. Das zum Beispiel so, dass gesagt wird, am Satellitenbereich solle Synergien entwickelt gehen zwischen dem militärischen Bereich, den Observationssatelliten, an dem wir man am zivile Weltraumbereich können leisten. Das steht explizit am Regierungsprogramm. Es steht explizit am Regierungsprogramm, dass eine Fiabilität und eine Kredibilität am Programm sind, eine Fiabilität und eine Kredibilität, eine Kontinuität auch von der Lützeburger Verteidigungspolitik. Und das gilt an Eisen eben auch an den Bereichen, die an der Linie-Direktrice festgelöst sind. Die Linie-Direktrice in der Puyo von der letzten Gambia-Regierung festgelöst sind. Mama kaufen den geringen. Es kann ja nicht sein, dass eine Regierung Linie-Direktrice präsentiert an der Verteidigungspolitik, die als auf 5-6 Jahre festlegt, und an diesem Regierungsprogramm ein Akkord der Koalition konfirmiert goufen an ihrer Kontinuität, dann hickend an wann einer Partei dann Verantwortung wie man überhält, sich distanziert von den Linie-Direktrice, die Mathematikern den geringen geholt goufen. Das gilt am Bereich von der Satellitentechnologie, wo ja auch ausdrücklich hingewiesen wird auf die Notwendigkeit von Synergien. Es gilt auch an den Kapazitäten, wo notamment am Niveau der NATO Lakune bestehen, wie Transporthelikopter, Evakuation, auch medizinische Evakuation, aber wie da lohnt das alles immer vorzustellen. Budgetär, und dafür soulevieren wir die Frage im Kader von den Budgetsdebatten, also doch so, dass man nicht können hingehen an einem Domain, wo so teuer Investissementer gemerkt wie an der Armee. Wie dann eine Politik vom Hot an Her zu holen, ohne langfristige Planung, weil den Blick kommen an eine Situation ran, wo man nicht militärisch planen oder sinnvoll Kontributionen zu einem gemeinsamen Effort der Défense will, mehr wie dort am Regierungsprogramm ja verlangt wird. Aber da kommen wir an eine Politik, wo wir suchen verschwingsen, wo wir es an den Sand setzen, am Platz eine zuverlässige Rolle zu spielen als Partner an der NATO. Et wundert uns auch, dass am Regierungsprogramm gesot gouf, dass die Grünen notamment Sorgen hun über die europäische Verteidigungspolitik und dann aber, solange sie hier in der Regierung wären, auch das Projekt von einer europäischen Armee oder die Ideen ohne Kritik mattgedrohen haben. Dafür ist als erste Motion, dass wir eine Kontinuität verlangen an der Verteidigungspolitik, Herr Präsident, und die Ginnegisch, wie das die Liniendirektrice so umgesetzt gehen, wie sie von der letzten Regierung angeholt wird, und nur die Gefahr von der Verschwendung von Geld am Verteidigungsbereich entgegengewirkt wird.
Vielmals merci. Die zweite Motion, die wir präsentieren, das ist auch etwas, was wir der geringer Partei für allem wollen und Herz legen. Am Regierungsprogramm steht, und ich will das heute zitieren, es ist eine gute Intention. Ich will zitieren nicht auf Französisch, weil das Programm auf Französisch ist, dass du soll geguckt gehen, dass von Entreprisen, Privatunterprisen, hier produzieren auf dem Marché wirfen. Dass sie sollen gucken, dass die ganz Fournisseuren, alles, was an der Chain mitwirkt, an einer Verantwortung agiert. An einer Verantwortung gegenüber dem Respekt für die Menschenrechte, an einer Verantwortung gegenüber unserer Umwelt. Es steht wortwörtlich am Programm, pour garantir le respect des droits humains et de l'environnement tout au long de la chaîne de valeur et représenter une mesure complémentaire au plan d'actionnal sur les entreprises et les droits humains qui souligne l'importance de la diligence raisonnable pour prévenir les violations des droits humains et des dommages environnementaux. Mais wenn das von den Entreprisen verlangt, dann muss der Staat ja aber mit gutem Beispiel vorgehen. Dann heißt es beim Punkt von der Elektromobilität. Die Regierungsparteien, und notamment die Grünen, wissen ja, sie wissen nicht, dass die Kobalt und der Lithium, die aufgebaut gehen für die Elektromobilität, sowohl Menschenrechtsverletzungen provozieren, wie auch enorm Umweltschäden. Wenn also die Regierungsparteien das wissen, also sie subventionieren die Form von Energie, wie können sie da von der Privatunterprise verlangen, die ganz schöne Fournisseuren und moralische Kriterien zu beurteilen, von der Staat hier geht, kann Arbeit subventioniert am Kongo, an den Wasserverlust zum Beispiel an der chilenischen Wüsten durch den Aufbau vom Lithium. Du hast da eine eklatante Kontradiktion. Aber wenn ihr von der Privatunterprise verlangt, Menschenrechte zu respektieren, für was braucht Gambia-Regierung, für was braucht die Grüne-Partei, Menschenrechte nicht zu respektieren, wenn keiner Arbeit am Kongo zu ihrer Elektromobilität beiträgt. Das geht nicht. Und wir werden als ADR die Motion mehr, weil da können die Grünen aufstimmen, weil sie wissen, da haben wir nach einmal gesagt, die Kobalt, die können von der Kammerarbeit, und wir verlangen, dass eine Subventionierung so lange nicht gemacht wird, bis dieselben Kriterien so Zuverlässigkeit für den Staat gelten, wie sie auch für die Privatunterprise gelten. Und dafür, Herr Präsident, überreiche ich die zweite Motion. Die dritte Motion, die befasst sich mit der Europäischen Union, und hier will ich ein bisschen mit Kollegen von der Sozialistischen Partei adressieren. Sozialisten haben ein Wahlprogramm präsentiert, den heißt Europa klar ernst oder so ähnlich. Und da stehen zwei Sachen dran, die aber mussten interpellieren. Die alle Lützeburger soll wissen, wann er sich dezidiert, wen er will wählen an der Europawahl. Ich ging mit der Partei zitieren, mit der CSV, geht gut informiert an die Wahlkabine. Weil was fordern Sozialisten? Sie fordern, die Stimmigkeit als Steuerfrohen aufzuschaffen. Doch. Ja, das ist gut. Die Stimmigkeit als Steuerfroh soll immer durchgehen. Ja, so zitiert der andauernd falsch. Das ist typisch HDR-Politik. Wenn man das an ein Wahlprogramm schreibt, Herr Baudry, was ist denn dort zu überdenken? Mir stehen zu der E-Stimmigkeit und ich komme... Ja, wird falsch Zitate aufgekommen, wie das immer macht. Wen das will überdenken? Fake News-Spezialisten sind da. Die Stimmigkeit will abgehen. Oder, Herr Baudry, eine Alternative. Steht hier lo, an der verspricht dem Lützeburger Land der Sozialisten nur den Europawahlen nie drum denken, die Stimmigkeit an die Steuerfrohen abzudecken. Das ist doch kredibel. Los sie doch. Mit dem, das machen sie nicht, das machen sie. Die Stimmigkeit auf Vorstellen. Überdenken. Komme ich auf den nächsten Punkt. An Ihren nächsten Punkt, 2 Zeilen wie weit. Das ist, 2 Zeilen für drin. Eine Finanztransaktionssteuer will da aufhören. Eine Finanztransaktionssteuer. Wisst ihr, was das für den Finanzplatz Lützeburg bedeuten? Wisst ihr, was das für den Finanzplatz Lützeburg bedeutet an einer Konkurrenzsituation zu London, das dann nicht mehr an der Europäischen Union ist? Ja, mit der gesiedet nach Obkäste von dem wichtigsten Wirtschaftszweig im Lützeburger Land. Aber wie will dir... Merci, Herr Präsident. Merci, Herr Präsident. Heute da doch zum Herrn Baudry gesagt, Herr Präsident. Weil den hat geschaut, hat Mauer gewackelt. Ich will Sozialisten etwas frohen.
Wo mengt dir an Ärer Sozialpolitik oder an Ärem Engagement, dat die Suen hier kommen, die der mat recht will verdeelen mir alle Guer, fir de Reichtum ha am Land ze verdelen, an die sozialen Not entgegen zu wirken, an den Armutsrisiko entgegen zu wirken, an den Mindestlohn zu hegen, sagen immer alle Gedeelen, wann man Finanzplatz ruinieren. Wo will dir justifiieren, dat mir eng Finanztransaktionssteuer afheieren, zum Nodeel von der Finanzplatz Lützeburg hat ging heschen, dat alles oder zu einem großen Deel ging an Deutschland verlagert ging, wo also Wohlstand trop beruht. Das ist eine vollkommen verantwortungslos Politik, die dir heute proposiert. Und ich kann die Lützeburger an meinem beschreibenden Rolle nimmer rekommandieren, Parteien nicht zu wählen, die die Lützeburger Ökonomie wollen ruinieren, dadurch, dass sie europäische Steuern aufhören, die Finanzplatz Lützeburg an eine Situation setzen, wo sie nicht kompetitiv sind. Die Steuergerechtigkeit. Die sieht auf jeden Fall. Also will machen. Ich gehe nicht Antwort darüber, Herr Baudry. Wenn wir da Pferde springen um Niveau von der OECD, wo alle Finanzplätze auf der Welt das machen, dann ist das eine andere Diskussion. Aber wenn dir hingeht und dir sagt, eine Finanztransaktionssteuer wohl wissen, dass das ein Hauptkonkurrent oder nicht davon betroffen wäre, da kann ich mich wirklich nicht mehr fragen, wo ist die Verantwortung in der SAP für selbst zu machen. Die sieht einfach nicht fehlbar. Die sieht nicht fehlbar. Und dafür will ich heute noch etwas ins Herz legen. Wir haben heute auch eine Tendenz an Finanztransaktionssteuer ist eng von denen. Für zu sagen, wir müssen neu direkt europäische Steuern schaffen. Und Finanztransaktionssteuer ist wahrscheinlich ein als Ressource propre, sollen die Europäische Union gehen. Und auch das sagen wir nicht. Besteuerung als eine nationale Kompetenz. Und wir wollen nicht, dass die Europäische Union, das auch näherens an der Europäischen Union, außer vielleicht heute zu Lützeburg, überhaupt daran zu denken, dass Länder immer das D'accord wären, dass Völker das langfristig gegen Matt drohen. Wir wollen nicht, dass Besteuerung an Europa dezidiert wird. Und auch da sage ich aus sozialem Gewissen raus. Weil wie meint dass der Sozialstaat Lützeburg kann funktionieren, wenn auf einmal die Besteuerung von den Staaten nicht mehr heute dezidiert wird, mehr am Europaparlament oder auf andere Plätzen. Die denkt Propositionen nicht bis zum Schluss, und dafür sage ich nachher, der SAP ist nicht fehlbar an den Europawahlen, weil sie nicht nehmen Finanzplatzinteressen vorstellt, aber auch das Sozialwohl von den Lützeburger. Und dafür, Herr Präsident, überreiche ich die dritte Motion am Namen von der ADR. Und ich sage nicht viel, merci. Ich kann nicht garantieren, ich kann das Mikro hinaushalen, mir genau so eins.